Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet mir. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Jetzt redet mir. Diese Folge wird ein bisschen anders. Nicht nur, weil ich sie auf Hochdeutsch aufgenommen habe, sondern auch, weil sie kein Video hat. Ich will, dass du zuhörst, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem, was in dir lebt. Oder vielleicht längst leise geworden ist. Ohne Ablenkung, ohne Bilder, nur du, dein Kopf, dein Herz und vielleicht ein Stich irgendwo dazwischen. Denn diese Folge ist unbequem. Nicht, weil ich dich schocken will, sondern weil ich glaube, dass du es aushältst. Ich will, dass du dich danach fragst, ob du irgendwo Parallelen findest, ob du dich in kleinen Sätzen wiedererkennst. Nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich zu erinnern an das, was du mal gefühlt hast, an das, was dir fehlt oder an das, was du längst verdrängst, weil du keine Zeit mehr hast. Vielleicht bist du die Mutter, die funktionieren muss und gar nicht merkt, wie still es in ihr geworden ist. Vielleicht bist du auch der Vater, der arbeiten geht und abends nichts mehr sagen kann, weil ihm niemand beigebracht hat, was Nähe ist. Vielleicht bist du jemand, der jeden Tag lacht, weil Weinen nicht geht. Vielleicht flüchtest du in Arbeit, Essen, Drogen, Ablenkung. Vielleicht ist dein Leben voll und du fühlst dich trotzdem leer. Wie auch immer, du musst nichts, aber zuhören könnte schon ein Anfang sein. Die Folge nennt sich Das Geständnis vom Teufel. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich bin nicht rot, ich habe keine Hörner, kein Feuer und ich bin auch nicht laut. Ich bin der Alltag, ich bin das, was ihr normal nennt. Ich bin die innere Leere, die sich hinter deinem Lächeln versteckt. Ich bin das Schweigen zwischen dir und deinem Kind. Ich bin die Müdigkeit, die sich wie Beton anfühlt, selbst an freien Tagen. Ich bin der Gedanke, der sagt, mach weiter, auch wenn du nicht mehr kannst. Ich bin das Gefühl, nie zu genügen und gleichzeitig für alles verantwortlich zu sein. Ich bin das Kribbeln in deinen Fingern, kurz bevor du dein wahres Ich zurückhältst, um etwas zu posten, das vielleicht noch besser ankommt. Ich bin nicht an einen Bildschirm gebunden. Ich brauche kein WLAN. Ich lebe in deinen Routinen, in deinen Gesprächen, in denen keiner wirklich sagt, was er meint. Ich bin die Pflicht, stark zu sein, die Angst, Schwäche zu zeigen. Ich bin das System, das sich schick anfühlt, aber dich innerlich zerfrisst. Ich bin überall, wo du dich selber verlierst. Ich bin nicht digital, ich bin strukturell. Ich bin nicht böse, ich bin vertraut. Ich bin die Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, du bist noch nicht genug, noch nicht schlau genug, noch nicht schön genug, noch nicht erfolgreich genug. Aber hey, da lässt sich was machen. Ich habe was für dich. Eine App, ein Plan, eine Story. Ich bin das, was dir beigebracht wurde, dass du leistest, bevor du fühlst, dass du schluckst, bevor du sprichst, dass du hilfst, bevor du dich selber eigentlich fragst, ob du überhaupt noch kannst. Ich brauche keine Gewalt. Ich bin nur deine Anpassung. Dein Schweigen, dein Ich muss Ja sagen, dein Wunsch, dass einfach mal alles aufhört, ohne dass du es laut sagen musst. Ich bin nicht die Ausnahme, ich bin die Regel. Ich bin nicht weit weg, ich bin schon drin. Ich arbeite nicht mit Gewalt, ich arbeite mit Bequemlichkeit. Ich streichel dein Ego, bis du dich selbst nicht mehr spürst. Du denkst, du bist frei? Ich habe dich in eine Welt gepackt, in der du alles darfst und trotzdem ständig das Gefühl hast, zu versagen. Eine Welt, in der du 1000 Freunde hast, aber kaum echte Gespräche. Eine Welt, in der jeder schreit und keiner zuhört. Eine Welt, in der du ständig beschäftigt bist und dich trotzdem leer fühlst. Ich habe die Spielregeln so geändert, dass du nie gewinnen kannst. Und du spielst mit. Jeden Tag. Ich brauche keine Macht. Ich brauche nur eure Müdigkeit, eure Unentschlossenheit und euren unerbittlichen Wunsch, dass bitte alles einfacher wäre. Also setz dich. Hör mir zu. Lass mich dir erzählen, wie ich euch langsam kaputt mache. Nicht mit Krieg, auch nicht mit Blut,
sondern mit dem schönsten Lächeln der Welt. Du willst zählen, gehört werden, ernst genommen werden, nicht aus Eitelkeit, sondern weil du ein Mensch bist, weil du wissen willst, dass du nicht unsichtbar bist. Und genau da komme ich rein. Ich zeige dir Wege, dich zu beweisen, mit Arbeit. Ich rede dir ein, dass du nur wert bist, wenn du etwas leistest. Wenn du durchziehst, stillhältst, aushältst, dann belohne ich dich. Mit Geld, mit Lob, mit der Pflichterfüllung. Du merkst gar nicht, wie ich dich entwöhne, wie du dein Leben nicht mehr spürst, sondern einfach abhakst. Wie du funktionierst, aber nie ankommst. Wie du stark bist, aber nie frei. Ich habe aus deinem Selbstwert ein öffentliches Projekt gemacht und du arbeitest daran rund um die Uhr und merkst gar nicht, dass du dich selbst längst verloren hast. Ich brauche kein Publikum, ich brauche nur deine stille Erschöpfung. Ich habe dich nicht gezwungen, ich habe dir nur gezeigt, wie einfach es ist, geliebt zu werden, solange du aufhörst, du selbst zu sein. Du gibst dir Mühe, du versuchst das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun. Du willst niemanden enttäuschen und dich selbst am wenigsten. Also spielst du mit. Du hast gelernt, dich zu zeigen, aber nicht, um gesehen zu werden, sondern um bewertet zu werden. Du spielst jeden Tag eine Rolle. Mal bist du die Taffe, mal der Starke, mal die Vernünftige. Du bist der Typ Mensch, auf den man sich verlassen kann. Aber wann hast du dich das letzte Mal auf dich selber verlassen? Wann warst du nicht die Rolle, sondern echt? Ich habe dir beigebracht, dass Gefühle stören, dass Widersprüche Schwäche sind, dass du lieber lächelst, anstatt zu weinen. Ich habe dir beigebracht, dass du das Chaos in dir niemandem zumuten darfst, dass du das Leben besser filterst, bevor es irgendjemand sieht. Und du hast es geschluckt. Jeden Tag ein bisschen mehr von dir selbst, bis du irgendwann gar nicht mehr weißt, was echt ist und was für andere. Ich habe dir beigebracht, dass es nicht reicht zu leben. Du musst es beweisen, dokumentieren, optimieren. Du bist nicht mehr einfach du. Du bist deine eigene Marke. Und Marken dürfen bekanntlich keine Risse zeigen. Also schneidest du Momente zurecht, filterst dich schön, tust so, als wärst du entspannt, obwohl du innerlich schreist. Tust so, als wärst du glücklich, nur für den Feed. Du postest eigentlich nicht, um zu teilen, du postest, um zu kontrollieren, was andere über dich denken. Ich habe dir eingeredet, dass du nur wertvoll bist, wenn du Wirkung erzeugst. Und weißt du, was mit Menschen passiert, die zu lange eine Rolle spielen? Richtig, sie vergessen, wer sie waren. Und wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, dann kann ich dir sagen, wer du sein sollst. Also spielst du und du wirst gut. So gut, dass du irgendwann selbst nicht mehr merkst, dass du längst nicht mehr echt bist. Zudem habe ich euch voneinander entfernt, mitten im Zusammensein. Ihr redet zwar, aber sagt nichts mehr. Ihr lebt nebeneinander, aber nicht miteinander. Ich bin der Blick aufs Handy beim Frühstück, auch das Nicken ohne Hinhören. Ich bin die Angst, ehrlich zu sein. Ich habe aus Beziehungen ein Funktionieren gemacht, aus Familie einen Betrieb, aus Freundschaft eine Verfügbarkeit. Ich sorge dafür, dass ihr nebeneinander sitzt und euch trotzdem fremd bleibt. Ich habe aus Beziehungen Verträge gemacht. Solange du mir was gibst, bleibe ich. Wenn du nervst, lösche ich dich. Schnell, oberflächlich und jederzeit ersetzbar. Wisst ihr, ihr seid nicht beziehungsunfähig. Ihr habt einfach verlernt, es auszuhalten, wenn es echt wird. Ihr habt keine Zeit mehr, keinen Raum für Stille, keine Geduld für Komplexes. Ihr lebt in Listen, scrollt durch Welten, springt von Reiz zu Reiz. Aber was bleibt? Ihr kennt alles und versteht nichts mehr. Ihr habt Zugriff auf Wissen, aber kaum noch Zugang zu euch selbst. Du hörst Menschen zu, nur um zu antworten, nicht um zu begreifen, was sie dir eigentlich sagen möchten. Also gebe ich dir alles in Häppchen. Schnell, bunt und sexy. Wissen, verdichtet auf 3 Slides. Und während du denkst, du wirst klüger, wirst du eigentlich nur leerer. Du erkennst vieles, aber hast keinen Tiefgang mehr. Und das ist gut so. Denn wer nicht tief geht,
stellt keine unbequemen Fragen. Worte wie Watte, sanft, intelligent und ungefährlich. Aber das, was darunter liegt, die rohe, nackte Wunde, die bleibt zu. Weil echter Schmerz stinkt, schreit, zittert. Echter Schmerz ist nicht Instagram-würdig und genau deshalb bleibt er oft unbehandelt. Ich halte euch in Bewegung, damit ihr nie ankommt. Denn wer still wird, beginnt zu fragen. Und wer fragt, wird mir zu unbequem. Also denkt ihr nach, ihr reflektiert, ihr erkennt Muster und versteht auch Zusammenhänge. Und dann bleibt ihr genau dort stehen. Weil Denken viel weniger wehtut als Handeln. Weil Erkennen viel weniger kostet als Konsequenz. Weil ich weiß, warum ich so bin, viel bequemer ist als und deshalb ändere ich es. Ich sage euch, Reflexion ohne Bewegung ist wie ein Auto im Leerlauf. Laut, aktiv, aber kein Zentimeter Veränderung. Ihr bleibt im Kreis, weil ihr glaubt, im Kreis zu laufen sei schon ein Weg. Ich habe gelernt, dass euch die Leere nicht stört, solange sie schön aussieht. Also verpacke ich sie in teure Packungen, in perfekte Feeds oder auch in trendige Lebensstile. Smarte Zitate auf stylischem Hintergrund. Und ihr sprecht über alles, über Trauma, Trigger, toxisch. Aber reden ist nicht handeln und verstehen ist nicht verändern. Ich lasse euch reflektieren bis zu dem Punkt, an dem ihr euch selber fühlt, aber trotzdem nicht bewegt. Ihr wisst, was nicht stimmt, aber ihr bleibt. Ihr wisst, was euch fehlt, aber ihr lenkt euch ab. Ich packe eure innere Leere in Leistungen, in Status, in Routinen, in Selbstinszenierung. Solange es schön aussieht, fragt keiner nach dem, was weh tut. Du schreibst ein Gedicht über deinen Schmerz und weißt du was? Ich finde das großartig. Solange du redest, aber nichts änderst, solange du deine Traumata postest, aber nichts verarbeitest, solange es dabei bleibt, dass du betroffen bist, aber nicht unbequem, habe ich alles richtig gemacht. Denn ich habe euch beigebracht, dass Reflexion reicht, dass Erkenntnis schon die Heilung ist. Dabei weiß ich selber sehr gut, wirkliche Heilung ist radikal. Sie verlangt, dass du Dinge loslässt, auch Menschen loslässt, dir selber verzeihst. Aber das wäre echt und echt ist unbequem. Also lebt ihr in Strukturen, die euch zerschneiden. Zu wenig Lohn, zu viel Druck, zu wenig Halt, zu viele Erwartungen. Und statt zu fragen, was stimmt mit dieser Welt nicht, fragt ihr euch, was stimmt eigentlich mit mir nicht? Weil ich euch beigebracht habe, euch selber die Schuld zu geben. Dass Schwäche peinlich ist, dass ihr härter arbeiten müsst, stärker sein müsst, resilient. Dass ihr einfach gesagt besser atmen lernen müsst, statt zu sagen, dass euch die Luft abgeschnitten wird. Früher habt ihr gebetet, heute meditiert ihr. Optimiert euch, sammelt Affirmationen. Ihr sucht Sinn und bekommt Strategien. Ihr sucht Verbindungen und findet Funktionen. Ich habe euch aus Gott Menschen gemacht, die funktionieren und aus Menschen Maschinen, die nicht mehr fühlen. Ihr wisst alles über Achtsamkeit, aber vergesst euch selbst. Ihr glaubt an Fortschritt, an Leistung, an Effizienz, aber das ist kein Glaube, das ist Kontrolle. Und weil das alles nie reicht, sage ich dir, du musst noch mehr aus dir machen. Noch mehr hustlen, noch mehr Fokus, noch mehr Disziplin, aber nie mehr Frieden. Ihr seid schlau geworden, ihr kennt Begriffe wie toxisch, emotionaler Trigger, Co-Abhängigkeit. Ihr redet viel darüber, aber ihr lebt nicht danach. Ihr erkennt, was euch schadet, aber bleibt trotzdem. Ihr wisst, was euch gut tun würde, aber ihr verschiebt es. Ich habe euch Sprache gelernt, aber kein Handeln. Und ich nicke zufrieden dabei, währenddem ich euch beobachte. Denn wer sich gut ausdrücken kann, wirkt stark, auch wenn er innerlich längst aufgibt. Du sagst ja, obwohl du Nein meinst, du schluckst, bevor du schreien willst, du hilfst, obwohl du selbst am Ende bist. Du verlierst dich schrittweise, nicht mit einem Knall,
sondern in lauter kleinen Zugeständnissen. Du passt dich an, immer, und wunderst dich, warum du dich selber nicht mehr spürst. Ich brauche dich ja gar nicht zu brechen. Ich muss dir nur einreden, dass Harmonie viel wichtiger ist als Identität. Und wenn du irgendwann nicht mehr kannst, sage ich dir, du hättest halt besser auf dich aufpassen müssen. Und du wirst mir glauben. Warum? Weil du nie gelernt hast, dass Systeme krank machen können. Dass nicht du kaputt bist, sondern das, worin du dich täglich bewegst. Ich bin genial, oder? Ich verwundere dich und mache dich auch noch verantwortlich dafür. Ihr seid zwar vernetzt, aber innerlich seid ihr vereinzelt. Ihr habt Zugang zu allem und doch oft zu nichts, was euch eigentlich wirklich berührt. Ihr lebt in einer Welt voller Möglichkeiten und fühlt euch ständig, als hättet ihr etwas verpasst. Ihr wisst, dass ihr atmen müsst, aber keiner zeigt euch, wie man wirklich lebt. Die größte Krankheit dieser Zeit ist nicht der Stress, es ist die chronische Überforderung mit dem eigenen Menschsein. Die ständige Frage, bin ich richtig so, wie ich bin? Und das leise Gefühl, alle anderen kriegen es doch besser hin. Ihr tragt Verantwortung für Dinge, die euch überfordern und fühlt euch schuldig für Bedürfnisse, die menschlich sind. Ihr funktioniert für Systeme, die euch auslaugen und glaubt trotzdem, ihr seid das Problem, wenn es nicht mehr geht. Ich bin das, was euch sagt, mach weiter, noch ein bisschen mehr. Ich bin das, was euch daran hindert, innezuhalten und zu fragen, für wen eigentlich und warum? Denn wenn ihr ehrlich wärt, dann würdet ihr sagen, ich habe keine Lust mehr so zu tun. Ich will nicht mehr kämpfen für etwas, das mich leer macht. Ich vermisse mich selbst. Aber dafür braucht es Mut. Und Mut verlangt eine Entscheidung. Und Entscheidungen verlangen Klarheit. Und genau davor habe ich Angst, weil ihr dann erkennen würdet, ich war nie euer Freund. Ich war nur bequem. Also bleibt ihr still. Bleibt gefangen in Mustern, die euch krank machen und nennt es dann Realität. Doch du bist nicht allein damit. Du bist nicht falsch, weil du müde bist. Vielleicht ist genau das dein Anfang, nicht um weiterzumachen, sondern um umzudenken. Denn irgendwann wirst du merken, das größte Problem war nie dein Scheitern, sondern dass du geglaubt hast, du müsstest es alleine schaffen. Und genau deshalb erzähle ich das hier. Nicht um dich zu brechen, sondern damit du erkennst, wo du schon längst begonnen hast, dich selbst zu vergessen. Ich brauche keine Gewalt, ich brauche nur deine Aufmerksamkeit. Ich habe euch nie gezwungen, ich habe euch nur die Türen gezeigt und ihr seid selber durchgegangen. Nicht, weil ihr schwach seid, sondern weil ihr müde seid, weil ihr zu lange alleine gelassen wurdet. Das hier ist kein Urteil, das ist ein Spiegel. Ich bin nicht der Teufel aus der Hölle, ich bin dein Reflex, dein ständiges Anpassen, dein permanentes Aushalten. Ich muss dich nicht zerstören, ich muss dich nur beschäftigen, so lange, bis du vergisst, was dich eigentlich lebendig macht. Und wenn du das hier gehört hast und denkst, so schlimm ist das doch gar nicht, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich bin der Teufel, aber ich bin nicht allmächtig. Ich bin nur so stark wie eure Unentschlossenheit. Wenn dich das heute irgendwo getroffen hat, dann nimm dir Zeit, nicht um dich selber zu verurteilen, sondern um etwas zu verstehen, um dich zu verstehen. Danke, dass du zugehört hast, ohne Video, ohne Ablenkung, nur du und vielleicht irgendetwas, das dich nicht mehr ganz loslässt. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Ciao zusammen.